Den Team Letzeburg Master Duel Championship geht an die nächste Runde. Hautuma Vogue gained Loris Raptor. Den Galaxy-Eisspieler gained in den oftmals auch dafür bekannt ist, am TCG relativ heavy Combo-Decker zu spielen. Und ist gespannt, was den Hautuma brüst wird. Wie immer, ihr kennt es, der Van verrät euch, wie dieses Format gespielt wird. Turnier geht vom 3. Mai bis den 15. Juni, also 6 Wochen lang, wo 10 Spieler gegen spielen ein Round-Robin-System. 1v1, Best of 3. Spieler können flexibel ein Match organisieren. Deck-Changes können während dem Championship gemacht gehen, aber nicht an einem Match geht eine Person. Format vom 7. Mai wird gespielt, und Matcher gehen durch Erik alias Kurai auch auf YouTube kommentiert und abgeladen. Wir wünschen euch viel Spaß beim 6. Championship Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ja, Shifter, vielleicht ein Problem gegen Galaxy Ice, ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein One-Off. Okay, Vogue wird der Cointoss gewonnen, Vogue fängt an. Mit einer Pure Mitsurugi löscht. Ja, okay, das ist ganz interessant. Wir spielen auch ein Magician's Engine, also wollen wahrscheinlich auch dann nach die eng oder Ana Fusion rausbaiten. Ja, man denkt Asamina-Core dran. Okay, interessant löscht. Mal gucken, wer kennt. Okay, an Desgeja geht Habakiri aktiviert. Dann Loris Mam Fuvalos. Wird aber leider Unglück, dass Ash Blossom Enjoy Spring. Ja, der Fuvalos neutralisiert. Oh mein Gott. Der Loris Raptor geht mal ein bisschen lädt. Das hat ihn halt wirklich nicht verdenkt. Ich wünsche mir halt ehrlich gesagt, dass Galaxy Ice wenigstens E-Match an dem Turnier gewinnt. Okay, und du könnt aber auch ein Ash geflohen, ob genau der richtigen Hit. Also, Loris Raptor ist ein bisschen mit der Meta vertraut gemacht, ne? Ein Sagi zu hitten, das ist natürlich immer gut, weil dann hört Mitsurugi nicht zu Schwierigkeiten und hier ein Ritualspell zu kommen. Und du mal scheint Mitsurugi Engine mal, ja, Closed Case zu sehen. Und wir switchen rüber auf die ganz Wanted Engine. Da sprangen dann darüber vermutlich, wenn ich die Löschei gucken, an das Amina Engine rüber. Ja, da haben wir natürlich Sinful Spoils, Deception. Und ja, die beschert als The Fusion Spell. Eventuell können wir noch irgendwie aus der brenzlicher Sache rauskommen. Loris Raptor sein Deck Gesinneschei. Wenig Sportbreaker, warum ein Problem, den viele Leute tun. Sie spielen halt Handtraps, aber Gegner sind die wo es den Boardbreaker brauchst. Das hat man schon wie oft hier am Turnier. Und ja, da gucken wir mal, ob man da etwas hinkriegen. So, ich war nur noch kurz vom Vogue gefroht gehen, ob ja, ob alles stimmt, aber wir sehen halt schon am Rahmen ran. Ich hatte die Message für die nicht gesehen. Aber der will etwas umwirken. Vogue, Loris Raptor, Respekt, die sind die echt, die hier auf Master Duel auch so heischen, wie da auf dem Discord hecht. Also, hi, muss ich mich mal nicht die ganze Zeit anstrengen, für zu verhalten, wen ass. Das ist natürlich super. Trotzdem sind wir nur an der Asamina-Kombo dran. Der Magician hat, denke ich, auch Gaze of Timaeus Gesicht. Ich gesehen zwar irgendwie keine Karte, die mit dem Magician sicher kann, außer vielleicht den Magician's Souls. Okay, dann spielen wir aber kein Gaze, wenn wir halt auch keinen Dragoon an der Lösch tun. Okay, dann bin ich gespannt, ob da noch irgendwie Möglichkeit besteht, an etwas Ernst zu bridgen oder ob den nur einfach Terra bleibt benutzen den. Okay, und wir holen auch Prayers noch auf der Hand. Ich weiß nicht, ob Prayers so viel mischt. Wir hatten für drun auch schon ein Mitsurugi Ritualmonster aufgeheilt. Tisch, ja, mit der Normal Summon kann man als High ja nicht allzu viel adden, gebe ich mal so an. Vielleicht, ja, nein, kein Prayers, mehr, das möchte nicht so viel. Also Prayers am Master Duel, für die es nicht wissen, ob
Ne, das heißt, die Prayers willst du schon beschützen und du war einfach den toxischen Shifter benutzt gehen, für Magician Soul auf den Terra zu bringen. Und da machen wir daraus auf vermutlich einfach ein SP Little Knight. Und sind wir dann Endboard gekommen? Ja, oder? Mir geht für was Grüne. Okay, spiel mal Fancy Ball. Nee, WP Fancy Ball spiel mal nicht. Der ist ein Karte, die geht zurzeit nimmer an Macedol. Schmengen sie erst mittlerweile am OCG. Den TCG verzichtet aber auf die dritte Masquerena sozusagen nach. Also war ein gut Karte aus dem Negate. Kann ein Monster snacken. Und ja, neben der Masquerena auch mich geht dann an einen Little Knight oder ein anderes Link-Monster zu gehen. Einzige Restriktion, du musst halt ein Link-Monster benutzen. Und ja, gehen halt mittlerweile viele Decker, die das halt nicht machen. Okay, an Logetei, die schlagen durch ein Ash geblockt. Mit 2 Karten Set. Ein davon as Pretty Dead. Zumindest weiß ich nicht, weil den Dummer da sollte nach großartig machen. Und die andere scheint unknown zu sein. Die Spiele gehen in die Gate. Dann denkt man, aber wir müssen eine Karte setzen und Dummer da passen. Das wäre natürlich nicht so schön. Das kann nicht sein. Das ist gar kein Extender gegen Killer Tune. Hat Loris Raptor sich am Turnier besser geschlagen. Das sieht er allerdings ein bisschen spät am Lauf vom Turnier, weil das sind echt so extra Matcher, die ich erst abgeholt habe. Die kommen recht, wann ich Enke gepackt habe, als Spieler am Turnier mal Enke auftreten zu losen. Sofern sie halt auch wollen. Ne? Er ist natürlich kein gezwungen, muss eine Feature zu spielen, aber für die, die halt interessiert. Am Nachhinein könnt ihr erst dann immer die Replays auch gucken und vielleicht fand ihr den einen oder anderen Kniff nach einer Combo oder einen Fehler, den er gemäht hat. Ja, ich denke, wenn die Videos zwar raus, die sind die Decker zwar auch schon ein Stückchen mehr all. Und ja, lo hat natürlich der Mitsurugi-Player genug Follow-up für können das Board durchzubrechen. Also wir haben sogar schon nie geht um Bord. Ich weiß noch nicht, was Loris Raptor nach kennt, was das Win stoppt. Mais bon, alt nächst Pech gehabt, dass er nicht konnte aufhängen. Vielleicht dann klappt das mit nächste Game halt, dass wir halt mal endlich können aufhängen an nicht gestoppt gehen von den ganzen Mulchamis. Ich kann jetzt schon mal so ein E4-Deal. Wir spielen halt nicht mehr Fuvalos an Maxi, also ja, an den Ash. Aber auch Boardbreaker, also ja, das geht schwer, aber nicht unmöglich, ne? Ja, sie vielleicht ein bisschen zu viel mit Charmis am Master-Duel dran, das ist ein gut froh, ne? Miauls zum Beispiel sehen wir quasi gut nicht im Moment, also obwohl Mel ist auch extrem präsent ist. Kein Miauls. Aber Fuva, Aporulia sind definitiv an der Meta dran. Ja, die würde ihn zu respektieren. Den Trick bei dieser Sache ist halt auch, oder bei diesem Turnier beim Team Lützburg Championship, dass ihn halt keine Side spielt. Heißt, mit den Karten, wo ihn halt an den Match rangeht, das sind auch die Karten, die ihn halt während dem gesamten Match hört. Kann natürlich auch ein negativer Punkt sein, weil wenn es halt eine Karte ist, die absolut tot geht, der Gegner ist, dann sitzt halt mit der Karte an, die kann da halt nicht bringen. Dafür muss halt ein gesunder Mix zwischen Dinger Engine an Karte für zu Kontra kommen. Und du kannst Foto und Jumper nach reinkehren. Okay, ganz interessant. Du hast froh, Ilya Silvia könnte tun. Okay, ich wollte mich nicht so weit aus dem Fenster gehen. Ich meine, ja, der Jumper muss man dann halt negaten. Der Tisch aber im Endeffekt auch, dass man ein Tour evaluieren, ne? Weil Prayers war ja schon jetzt benutzt. Ich weiß nicht, ob Prayers gerade an der Hand ist. Ja, wir holen nach ein Kartmisch. Ne, okay, Prayers ist in der Hand. Ja, gut, dann ist es GG's. An den ersten Win geht dann unten Vogue. Ich hoffe, ich schwätze den richtig aus. Warte mal natürlich der letzten Ugriff. Nee, Moment.
den kann nicht direkt greifen. Ich muss Murakumo für dich morgen Triggerboard kriegen. An Murakumo mischt dann halt der Finisher Move. Also bis bei Prayers gerufen gehen, das kann nicht direkt greifen. Dafür braucht man halt Mitsurugi-Karten. Lese ich hier. Wann sie Tribute gehen, selber können zurück specialen. Sofern sie halt auch searchen dürfen. Okay, das war Game End. Interessante Start. Leider für Galaxy Eyes nicht die best optimal Hand. Aber natürlich, der wir nicht vergessen, wir haben halt auch den Dice Roll verloren. Lo kann man natürlich entschieden, First zu gehen. Und da kann man eventuell, wenn man sollte packen, zu gewinnen, Game 3 snacken. Es geht auch direkt weiter. Wir waren halt nicht lang. Und da gucken wir mal. Ob man mal endlich K-Maxi oder Pubalos gesehen. Das war ja ein bisschen immer relativ schlimm. So, Loris Raptor geht first, also seine Strategie ist kein Going Second Strategie. Mehr will wirklich nur Fatboard aufbauen. Okay, dann kennt er direkt mal den Pubalos. Obwohl Going First, was fährt immer, gegen was spielen wir? Also eigentlich schon nicht, was sich so First Turn specialt, mehr einfach vorsichtshalber könnte Pubalos geheilt, weil das ist eigentlich ja auch pretty dead to know. Wobei in argumentieren kann, ein Murakumo, wenn den bis sein Negate will, man kann ihn dann den Fubalus auch benutzen für aufzugeheilen. Aber scheint halt auch nicht viel Interruptions, ob der seid von wo zu kommen. Muss ihn aber natürlich aufpassen. Die Spieler wissen natürlich nicht, was der Gegner am Deck hat. Das weiß natürlich nicht mehr der Caster. Boardbreakers können halt natürlich auch gefährlich kommen. Ne? Ich meine, wenn wir von Boardbreakers schwätzen, dann schwätzt man halt von Superpoly an was tun wir noch? Droplet, also Karten, die eventuell auch die Omni-Negates oder das super präsent Galaxy Board ein bisschen angreifen können, ohne dass ich etwas dagegen machen kann. Und ich gebe sogar so ein Superpoly, wenn nach mir gefällig wie Droplet, weil bei Droplet verlässt dann aber auch ein gut Unzahl Karten. So, und da fliegt ein Ash Opeisen Galaxy Wizard. Du weißt ich natürlich nicht, ob das Belastung ist. Wir haben mittlerweile auch die Karte Galaxy Expedition, die dafür sorgt, dass man tatsächlich an den Gegner sein extra Deck gucken können. Und eventuell Superpoly-Target, was Eis problematisch kann gehen, einfach banishen. Was relativ nice ist. Also wir haben eigentlich dämpft ob Superpoly, gebe ich nur mal behaupten, oder zumindest auf ein oder der relevantsten Target. Ich weiß nicht mehr, nicht wie die Karte triggert. Nimm wann Galaxy Eyes Photon Dragon gesammelt wird. Okay, also wirklich nimm dann, wann in den auf Board kriegt. Du weißt natürlich nicht, ob es durch mich geht. Gut, Galaxy Wizard Taike once bitte. Okay, dann nice gespielt haben am Solar Flare Dragon, den dafür sorgt, dass Loris Raptor High einfach extenden kann. An sich Galaxy Trance geht. Das ist eigentlich eng von den ganz neuen Karten. Also vom Photon Support war das bislang die nicesten, die rauskommen. Stand 7. Mai. Und wir sehen mal an der Combo dran. Vielleicht dann aber W-Font durchzukommen. Das ist der Photon Dragon Combo noch nicht, ne? Die Alternativdinger dort, die sind nicht so. Ja, die Afterglow und so, die hechten zwar Galaxy Eyes, aber göllen nie als Photon Dragon. Das ist ähnlich wie bei Blue Eyes, ne, wo ja auch extrem viel Blue Eyes existieren, aber es gibt dann auch Karten, die wollen explizit den Blue Eyes White Dragon holen. So, okay, wir holen Hop Harbinger als Negate. Und das ist als Endboard. Okay, wir konnten nicht an das extra Deck gucken. Wir haben zwei Leitmonstern. Den einen als Warrior, den anderen als Dragon. Ja, das ist natürlich dann ein Garura-Target, mänglisch. Aber wir fangen hier aber wie ich mal Prep an. Wir hoffen wir natürlich auch bei Ashblossen haben sie können tatsächlich. Das ist natürlich extrem stark, weil ja, du mit Kane den eventuell Mitsurugi-Kombo blocken. Okay, was geschieht? Nee, was geschieht lo? Wir können einen Effekt aktivieren. Ich weiß gerade nicht, was du möchtest. Was machen wir gerade? Also
Den nur 2 Effekte. Okay, wir können ein Galaxy Ice Card adden. Oder hier attachen. Okay, kennt es Sinn, dass Delo noch einen extra Effekt kriegt, oder wie? Ah, Galaxy Tachyon Primal. Die wir es adden. Okay. Dann, starten wir. Und passen. Oh, das könnte den ersten Win für Galaxy Ice gehen. Weil, ich weiß nicht, ob Lo noch so viele Interactions bei Vogue da sind, die Lo den OTK den definitiv stoppen können. Aber etwas wesentlich, Loris Raptor wird Lo definitiv ob die Tachyon Counter Trap gehen, der ja komplett Chainlinks ausklinken lässt, was extrem broken ist. Und wie ich probiere mal natürlich Lo den OTK 4 zu bereden. Und ich denke, das wird dem Loris Raptor auch gelingen. Okay, wir gehen wieder mal gucken, was mir da für ein Karte. Okay, an einen Droplet als gespielt gehen. Die konnte Laschen Tour anscheinend nicht machen. Tut sich auch dafür entschieden, dann nicht den anderen Exit-Monster dort zu stoppen, dass den Tachyon-Monster nicht auf die Welt kommt. Okay, dann ist froh, dass der Doma da dann den OTK verhindert. Gehen Schmengen aber nicht. Afterglow denke ich dafür, dass den Galaxy Ice Photon Dragon gespecial wird an Expedition triggert. Vielleicht dann auch ein Keycard aus dem Extra-Deck löschen. Ja, mit 2, 3 Handkarten hanno wird es aber ein bisschen schwierig, das Board halt zu breaken, sollte den OTK nicht klappen. Sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Also wir hätten theoretisch noch Game on Board, wenn okay weiter Monster könnt. Wir sichern als zu gut Chain blockt. Counter Trap wird mega gut aus. Aber da könnte es gut vom Vogue. Ja, da kann ich natürlich nicht machen. Galaxy Ice hält sich sein echten Match. Ist das nicht nice? Wir gehen an Game 3 ran. Ja, los natürlich froh, wer fängt an? Kann die Hand durchspielen oder kann eventuell Going Second High sich den Match low holen? Ich gehe mal von aus, Vogue fängt an. Loris Raptor mit Galaxy Ice muss Second gehen, obwohl seine Strategie echt ob Going First ausgebaut ist. Aber gucken wir mal, weil auch Superpolis können natürlich los Set sein und das kein problematisch sind für ein Deck, was nämlich Lightmonster spielt. Guck mal, ist das spannend und ich bin gespannt, wen sich Lohai der Win hält. So, Loris Raptor geht Second. Okay, Cointos gewonnen, aber natürlich Fair Sportsman am Chat ausgemacht. Ja, den Verlierer will aufhängen. Und direkt mit einer Normal Summon Saji, der ist natürlich nicht der beste Play. Wann er durchkommt, ist es aber nicht so schlimm. Trotzdem haben wir als Normal Low verloren. Und anscheinend wird der Loris Raptor tatsächlich irgendetwas für zu reagieren. Einen potenziellen Fuvalos vielleicht. Das kann natürlich auch lo Klatschei kommen. Könnte aber auch ein Ass sehen. Hängt davon auf mit Specialen aus der Hand. Okay, also wir haben irgendetwas schon auf der Hand. Murakumo vielleicht, oder Wattan, der war auch wirklich nicht gut. Aber den Effekt könnt lo auch mal durch. Okay. Da muss ich natürlich aufpassen. Ich weiß noch nicht, ob Loris Raptor weiß, dass die Karte zwar ein Omni-Negate ist, aber einfach gestoppt kann gehen, indem wir eine Karte discard. Ich gehe mal davon aus, dass dann aber dieses Format auch noch schon mal oft gesehen wird. Und da könnt ihr Ash, ob einen ganz interessanten Hit. Okay, nicht überlegen, ob Sachi zu gehen. Me, na, stoppelo. Habakiri gern. Oder zumindest die Appearance von Habakiri. Den übrigens auch am Master-Duel ob Ent ist. Ne? Also, ich kann da ihren. Aber, nee, ob 2, pardon. Am TCG ist ob Ent. Hi, am Master-Duel ist ob 2. Dafür wird Prayers aber auch eine Limitation gut. Nicht wie am TCG, wo es wirklich schnell mit Habakiri betrifft. Und der Rest vom Deck halt stable ist. Kurze Fun Fact: am Master-Duel geht es doch Herald auf die Arc-Light noch einmal. Also, viele Decker können immer nach Bridgen an Mitsurugi-Kombo ran. Der Grund für Prayers halt auch muss gehit gehen. Ja, Master-Duel ist auch ein aggressives Format. Wir scheinen noch keine Interruptions mehr zu holen. Weil ein bisschen schwer das. Die Ash aus dem
kommt am richtigen Moment. Ich mengen echt dann nicht. Vielleicht dann aber echt das Saji hitten, dass ihn halt die eng oder andere Schwierigkeit wird und ja, die Ritualspell dort zu kommen. Lo baut natürlich sein Board ab. Du hast natürlich froh, bleiben wir einfach bei Mitsurugi oder bauen wir als Lo ein Board aus May Layers ab, wie zum Beispiel das nach das Amina Bridge kann. Ich geht du für rechten eigentlich nimmen eine Spellcaster für zum Beispiel Ana Engines zu enablen durch Swords Magician, ja, dass man halt ein bisschen an Engines ranzählen. Der Teil war aber definitiv nicht die optimalsten Hand, so nicht nur vom Vogue, dass immer Zaji halt starten muss und so. Also die beste, aber mir wanted auf der Hand, okay, das heißt, wir können nur an die Engine ran, bridgen. Und ja, Lobo sind natürlich überlegen, also wäre vielleicht besser, Mitsurugi Engine komplett durchzukriegen und dann ob so ein Moment zu warten oder ja, war die Ash ein bisschen verschenkt, vielleicht schon. Vielleicht hätte müssen die Ash irgendwie auch nicht benutzen. Boah, jedenfalls, der Tag geht nur ein bisschen dauern, ne? Den Tour, der kennt nach. Ja, gut, einer Karte sicher. Okay, Magician Souls wird man definitiv auch nachher benutzen. Für als Draws zu snacken. Okay, wir bringen aber direkt auf Board. Für was das dann? Guck mal, keine Möglichkeit. Nee, also, da kann dann. Also, Deception wird ja so. Monster Tribute. Und übrigens ist das auch ein Synergy mit den ganzen Mitsurugi-Karten, ne? Weil, wenn die natürlich getriggert gehen, dann triggern der hier Effekte auch. Und, ja, hätte Lo nach einen von den Mitsurugi-Karten nicht benutzt, dann, hätte man Lo davon profitieren können. So, mit man ja, Selene. Hier, was genau zu machen, ein Magician Souls zu bringen. Ich verstehe den Play gerade nicht. Apollousa ist an dem Spiel Band. Die würde doch nicht überlebt. Und mir hätte lo Möglichkeiten an einer Link Fires zu gehen, aber mir fällt doch wirklich nicht an, bei den Welt tun. Vielleicht ist es auch ein bisschen verloren. Mit Selene, also ich verstehe den Selene-Play gerade gut nicht, aber vielleicht will der Vogue da ist halt noch etwas weisen. Was man nicht gesehen, ein Lightcode? Nee, Lightcode kennt nur nicht, nee. Nee, kennt Topologic Blaster Dragon. Okay, was warst du? Was ist Topologic Blaster Dragon? Another monster special summon to a zone discard points to. Apply one of these effects. Shuffle all other. Oh Gott. Warte mal. Shuffle all other monsters on the field into the deck. All spells. Look at your opponent's X-Deck. Banish one card from it. Ja, cool. Mega fair. Den weist auch ganz speziell hin. Loris Raptor muss nur aufpassen, wo er sein Monster hieß haben. Ich weiß nicht, ob hier ein Maybe 2-Zone Brauchersänger-Kombo. Aber ja, sobald den Topologic Blaster Dragon dort triggert, dann geht nicht Probleme. Also du once per turn, wenn es. Nee, das geht once per turn. Okay. Das ist basically lo probiere mal high über Summons. Ah, okay, nee, aber das Tree oder wie seht ihr das? Trees per turn? Tries? Ah, ich weiß es nicht, aber wir können alle drei Effekte tatsächlich benutzen. Der Banish-Effekt ist natürlich der wichtigste. Und wir verlieren hier den Neo Galaxy Prime Photon Dragon. Okay, interessant. Kann ich jetzt schon nicht sagen. Wie wichtig den ist. Ich hätte nur eine Karte gehit, die schon am Match 4 kommen sind. Kann auch sein, dass der Vogue Galaxy Ice Deck auch kennt. Und dadurch, ja, natürlich halt weiß, wo sind Choke Points oder wie weit kann ich halt Board bauen, so dass Galaxy Ice keine Chance hat. Dann Schlüsselkarten, die dann das Board Breaker geben, kann ihn dann ja wäschen. So ein Tachyon Spell leider Friedhof beim
Loris Raptor. Und da das sind solid Endboard. Mit 4 Karten durchzuspielen geht relativ interessant. Dass sie kein Boardbreaker hat. Quasi unmöglich. Aber wir probieren trotzdem. Ja, Galaxy, es geht natürlich auch mittlerweile viel Minus, ne? Modernen Decker. Nein, das nicht an. Warum existiert Maxi? Ja, Domat ist natürlich schon direkt gespielt. Gib ich mal so besiedelt, weil du musst nur Maxi rausspielen. Der Gegner wird so viel Not sein, dass du musst ihn halt low killen. Du spielst gegen 2 Omni-Negates an potenziell Handtraps, die du nach Noge zu gehen, die das Ganze natürlich nach mir schwierig machen. Auch ein Little Knight an dem Matchup nicht schlecht, weil wenn du bis Exceeds haben willst und dir fehlt dann halt den Buddy, das normal an der Combo hast. Ja, geht halt natürlich ein bisschen schwierig. So, das ist froh, weil der Loris Raptor den Negate durchschluss in den letzten durch, dann ist an der Hand definitiv etwas, was vielleicht besser extenden kann wie den Jumper. Dann sind ich mal gespannt, was noch weiteres geschieht. Okay, Expedition geht aktiviert. Hast du den Karte wohl auf der Hand tun? Oder? Ja. Da unten war natürlich ein Kamedi am Gang. Mann. Er geht nie respektiert, diese Job holen. Vielleicht kann ich rausschneiden. Vielleicht kriegt er das nicht mit. Nee, ich denke, die würde tolerieren. So, okay, wir wollen Expedition negaten. Und, ja, das weiß ich schon nicht, ob das so wichtig war. Wir beiden Negates sind tatsächlich noch weg. Also, lo hofft man einfach, ob der Loris Raptor das dann halt nach irgendetwas hört, was nicht stark an Maxi rausspielt an. Okay, cool, wir holen den Tachyon 7 Spell Font. Tisch. Wir holen Möglichkeiten zu extenden. Dann muss man nur einfach ein bisschen hoffen, dass die Little Knight da ein bisschen useless bleibt und das halt auch ein starkes Nuge zugeht. Galaxy ist für die OTK und möchte natürlich noch ein paar Summons. Ja, keine Ahnung, geht schwer. Muss ich so mit Tsurugi Engine als halt auch lohnt. Okay, wir haben den Negate leider an Domat. Hält das Duell vermutlich an dieser Stelle ab. Wir können auch den Board Wipe an. Ja, dann lasst du Follow-up natürlich auch da. Ja. Und da muss man leider halt den Handshake erwarten. Weil Murakumo umfällt, Boardwipe, du hast keine Karte mehr an. Du kannst halt easy den 8000 Lebenspunkte oder Attackpunkten operiert bringen, für die Lebenspunkte dort 0 zu setzen. Gut. Gut gekämpft vom Loris Raptor High. Nee. Die modernen Hacker sind halt einfach viel zu stark, ne? Also Power Creep. Mir den Yu-Gi-Oh! Decker, die für 2 Jahre rauskommen sind, haut quasi nicht mehr spielbar. Und nicht unbedingt, wenn es der Bann löscht. Aber auch, weil Neue-Karten einfach nach viel mehr powerful gesehen. Das merken halt auch, dass viele Karten mittlerweile auch Droll dodgen. Ne? Decker, die frei und Droll gestorben sind, haut. Decker mit gleichen Strategien. Kommen Launch, weil Karten so und sie placen einfach Karten, die searchen wollen. So. Also auch da die Karten immer mehr aggressiv gegen Handtraps für, also dass ihr halt durch Handtraps könnt. Und ja, da hat sie genug Punkte umbriert für den Loris Raptor zu besiegen. Beste Schritt. Bei Mitsurugi, ja, holt schon genug Wins geholt. Galaxy Eyes hättet verdrängt. Mehr immerhin, wir hatten einen Win gesehen. Richtig nice. Und dann so eine Schneider. Respekt und Debate Duellanten, die gut gespielt. Und ja, Mitsurugi hat sich durchgesagt, ne, der Follower war viel zu stark. Galaxy Eyes, daran leider nicht so. Und ja, so, mehr wird nur gucken. Bis zum nächsten Duell. Ciao.